stehen vor dem Rückspiel im Viertelfinale und es schaut richtig gut aus für die Heimmannschaft, denn die hat beim Unentschieden im Hinspiel auswärts Tore erzielt und das ist immer ein Riesenvorteil. Ja, auf alle Fälle, Tom. Ich war heute mal am Tag in der Stadt und habe mit vielen Fans gesprochen und die auch mal beobachtet. Also die sind sehr, sehr zuversichtlich, voller Optimismus und ich denke, das wird sich auch aufs Team übertragen und es könnte eine klare Angelegenheit werden. Nutzt er die Chance. Da waren die Zuschauer schon aufgesprungen. Fast alle hatten den Ball drin gesehen und er bringt die Fingerspitzen noch dazwischen. Das ist wichtig für den Torhüter. Die erste Aktion gelungen. Das gibt viel Selbstvertrauen. Ja, da spielt er den Eckball genau in die Hände des Torhüters. Schön gemacht. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Jetzt könnte er abspielen, braucht er aber nicht. So, jetzt versucht das mit einer Flanke. Der Ball ist im Aus, das gibt Eckball. Klasse, wie sie den Ball zurückgeholt haben. Guter Einsatz. So, jetzt muss er nur noch die Nerven behalten, ruhig bleiben. Kommt ja auch am letzten Abwehrspieler vorbei. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Er ist überhaupt nicht an den Ball gekommen, das gibt natürlich die gelbe Karte. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. So, das ist schon sehr souverän, wie der Verteidiger mit derlei Situationen umgeht. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Zieh ab, Junge! Und jetzt liegen sie erstmal mit 1:0 vorne. Und sowas baut auf. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Ja, von hier oben sieht das so einfach aus, aber wenn man da unten steht, ja, aber das hat er super gemacht. Bisschen länger haben sie gebraucht als eine Viertelstunde. Jetzt ist das Tor gefallen in der 17. Minute. So, bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Guter Spielzug. Der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Das sieht man gleich, der hat das Auge für den Mitspieler. Das könnte jetzt gut passen mit einer Flanke. Also Elfmeter. Den haben wir, das steht schon fest. Und jetzt ist nur noch die Frage, verwarnt er ihn obendrauf noch? So, eindeutige Entscheidung vom Schiedsrichter, gelbe Karte. Oh, schon wieder gelb. Jetzt sollten sie aber langsam aufpassen. Und die Spannung ist jetzt fast unerträglich. Kann er ohne Probleme. Was für eine Übersicht, was für ein Ball. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, aber die Zuschauer sehen es vielleicht zum Teil anders, aber der Schiedsrichter hat es richtig gesehen. Gelb. Und direkt in die Mauer.
Wir schauen uns in der Wiederholung nochmal an. Abseits, ja oder nein? So, und dafür bekommt der gefoulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. Sauberes Kopfballspiel. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Gute Abwehrleistung, den Ball in die eigenen Reihen zurückgeholt hat. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Dafür müsste er jetzt gelb sehen und das passiert auch so. Sie halten sich hier wirklich nicht zurück. Die wievielte Karte war das jetzt? Ja, klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat. Und jetzt hat er den Platz. Wunderschönes Tor. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Miserable Leistung des Torhüters, ohne Wenn und Aber. Und der Trainer sollte ihn jetzt eigentlich auswechseln. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Hat er die Situation gut eingeschätzt. Ja, und hinten darfst du keine Fehler machen. Lieber einfach mal weg mit dem Ball. Da kommt er irgendwie mit dem Fuß noch an den Ball. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. So, jetzt ist er frei durch. Haben Sie das gesehen, liebe Zuschauer? Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Ja, und das ging ganz schnell. Eben noch hinten, jetzt schon wieder vorne und der Ball ist drin. Nach den ersten 45 Minuten steht es 4:0. Ein Spiel ohne die ganz großen Höhepunkte bis jetzt, wenn man mal von der Elfmeterentscheidung des Unparteiischen absieht. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Und die zweite Halbzeit läuft. Oh, das sieht gut aus. Ja, der Mann kann hohe Bälle schlagen. Es sieht hervorragend aus, wie die hinten drin stehen. Und der Ball hat da weit gepasst und gut. Ja, also der Spieler ist verletzt. Das sehen wir auch hier von hoch oben vom Kommentatorenplatz aus. Aber der Schiedsrichter gibt nur Freistoß. Aber dem Foul hat er sich doch verletzt. Der geht gegen den... Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, die Stürmer beißen sich ja fast die Zähne aus an dieser Abwehr. Ja, das sieht vielversprechend aus. Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Gut gemacht vom Keeper. Ja, gefällt dem Trainer. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Mit den Fingerspitzen war er noch dran, aber die Situation ist noch nicht bereinigt.
An die Latte, aber der Ball ist noch heiß. Gut weggeköpft. Und das war schon toll, dieser Pass. Was für ein Schuss aus der Distanz. Der passt. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Habt ihr keine Sekunde Zeit verschenkt. Gegenangriff, schnell und entschlossen durchgezogen. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Die langen Bälle, die kann er natürlich spielen, da hat er Übersicht, da hat er ein Auge für. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Flankt er jetzt? Guter Kopfball. Jetzt die Augen nur nach und das müsste jetzt den Treffer geben. Hat der Torwart gut gesehen, dass der Ball doch neben seinen Kasten fliegen würde. So sieht ein klasse Pass aus. Und das ist eine sehr, sehr konzentrierte Defensivleistung bislang. Schöner Ball, weit in die Spitze. Ja, das war ein klasse Kopfball. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Und der Schuss und der bleibt in der gegnerischen Abwehr. Es gibt Abschluss. So, jetzt wechseln beide Trainer aus. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, davon hatten wir heute schon reichlich. Erneut ein Tor. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Ja, und das ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, eine ziemlich bescheidene Leistung des Keepers. Er ist ganz klar der Schwachpunkt im Team. Der Trainer wechselt aus. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Und jetzt wechselt der Trainer gleich doppelt aus. Ja, das sieht schon klasse aus, wie der den Ball mit dem Kopf weiterleitet. Nur raus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. Oh, klasse, der lange Ball. Ein wunderschöner Pass. Ja, gehalten, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Ja, lang ist nicht mehr zu spielen. Spannung ist natürlich raus und die letzten Momente dieser Begegnung werden da auch nichts mehr dran. Ja, da will er den Ball ein bisschen mehr als sein Gegenspieler und schon hat er sich da durchgesetzt. Und den haben viele schon drin gesehen, aber der Torhüter war mit dem Reflex noch da. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Klare Sache für den Schiedsrichter, er zeigt gelb. Ja, damit haben jetzt schon 2 Spieler gelb gesehen. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, der hätte genau gepasst, aber mit den Fingerspitzen war er noch dran. Eckball.
Schön mit der Brust genommen. Unglaubliche Parade. Ja, was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst. Ja, und sie haben es geschafft. Und der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Und die Mannschaft feiert. Sie sind eine Runde weiter.